Ja, ich freue mich, dass wir den Gottesdienst miteinander erleben dürfen. Und ich hoffe, dass Gott das eine oder das andere in deinem Herzen platzieren tut. Das hängt ja sehr stark von uns selber ab, was wir reinnehmen, was wir behalten, mit was wir uns beschäftigen. Und vielleicht kommt der ein oder andere Gedanke, wo du sagst, mal da, den will ich weitermachen. Wir sind an einer Serie dran, das heisst, jetzt haben wir sie auch abgeschlossen, über alle Gemeindeelemente, die es gibt. Es gibt ganz verschiedene Begriffe über Gemeinde. Kommt euch irgendeinen in den Sinn? Gemeinde ist, und dann tut der Paulus, der Petrus oder Jesus irgendein Wort dazu sagen. Gemeinde ist wie. Und euch irgendeinen in den Sinn? Brut. Ist Brut, ja. Das ist ganz interessant. Bei uns in der Gemeinde habe ich den allen Frauen geschrieben und gesagt, bringt doch ein Hochzeitsfoto mit. Und dann habe ich die gezeigt, am Einstieg dieser Predigt, und es war absolut spannend. Sie mussten verraten, wer das ist. Vor allem, wenn es schon ein bisschen länger her war, hat man es fast nicht mehr gewusst. Und dann haben wir es am Schluss noch ausgelegt. Also ist wirklich ein Hit. Brut, genau. Kommt euch noch ein anderer Begriff in den Sinn? Der Lieb, genau. Lieb. Noch ein dritter. Aus verschiedenen Steinen gebaut. Genau, ein Gebäude, ein Haus, das ist das von heute Morgen. Leuchter ist zum Beispiel auch ganz bekannt. Und das, was wir heute Morgen ein bisschen anschauen, ist ein originelles Haus. Also wir als Gemeinde stellen das Haus dar, das Haus von Gott. Und ich habe einmal im Internet ein bisschen gegoogelt und habe geschaut, ja, was für originelle Häuser gibt es da. Und ich habe ein paar mitgebracht. Eins, das vielleicht einige kennen von euch, in St. Moritz oben. So ein ovales Haus. Ich glaube, es hat 200'000 Schindeln dran, die da schön fein angenägelt worden sind. Chiesa Futura heisst das. Dann das nächste Haus, ganz speziell. Das heisst Basket Building. Es kann sein, dass es sogar ein Bürogebäude ist. Da bin ich jetzt gar nicht sicher, weil es ein paar Mal weiterverkauft worden ist. Denn eins, was mir ganz gut gefällt, ist das da. Das ist das Tanzende Haus in Prag. Ich weiß nicht, vielleicht ist schon mal jemand zu Prag und hat das angeschaut, das Tanzende Haus in Prag. Und das ist auch ganz lustig. Ein Steinhaus in Portugal. Das ist, glaube ich, sogar so ein bisschen der Ursprung für Fred Feuerstein. Und die Älteren kennen dann noch Fred Feuerstein, die Häuslibewohner, Steinbewohner. Jetzt, was haben die Häuser alle gemeinsam? Sie haben verschiedene Punkte gemeinsam. Das eine ist, sie schützen die Leute vor dem Wetter, Hitze, Sturm, Regen, Wind. Das Zweite ist, sie bieten verschiedene Räume zum Verweilen drin. Also es gibt Schlafzimmer, gibt ein Wohnzimmer, gibt eine Küche, ein Bad. Also ganz verschiedene Räume. Und das Dritte, und das ist eigentlich der wichtigste, Menschen leben in diesen Häusern. Menschen leben in diesen Häusern. Jetzt, warum sage ich das und wie betrifft uns das? Der Petrus und der Paulus, die reden von der Gemeinde als Haus Gottes. Und die Gemeinde selber ist für die Bibel und für Gott selber ein Haus mit ganz vielen Facetten. Es hat kleine Zimmer, es hat grosse Zimmer, aber es ist speziell auch ein Ort von der Geborgenheit, von der Liebe, von der Zuflucht, von der Ermutigung, von der Gemeinschaft. Aber es ist auch ein Ort vom Lernen, von der Herausforderungen, vom Weiterkommen. Und was ganz wichtig ist, Gemeinde ist auch ein Ort von der Zukunft. Wie meine ich das? Alles, was du für Jesus machst, das ist irgendwo im Arbeitsplatz unterwegs, aber auch alles, was du in die Gemeinde machst, was du hineingibst, da wirst du in der Zukunft wiederfinden. Da wird Jesus dir einmal dafür danken. Also von dort her unglaublich stark. Ich war von einem Ort, ich war von einem Gebilde, dass wir uns befinden und leben und ein- und ausgehen. Ich hatte letztes Gespräch mit einer Familie, mit einem Ehepaar, einfach so bei einer Begegnung, es war die Segnung von einem von unseren Enkeln. Und dann hat der Mann mir plötzlich eine Frage gestellt. Ich habe eigentlich nichts gewusst von dem. Und er hat ein bisschen erzählt, welche Probleme, welche Nöte dass sie in der Gemeinde haben.
hat er mir ein bisschen erzählt und ich habe da ein bisschen angelassen, habe eigentlich nicht so viel dazu sagen, weil von außen muss man noch aufpassen, dass man sich nicht einmischt. Aber ich habe irgendwie gemerkt, in dieser Gemeinde steckt der Wurm. In dieser Gemeinde steckt der Wurm. Und für mich ist irgendwie aus dem, was ich gehört habe, ist klar geworden, ich vermute, dass die Leute dort in der Gemeinde eigentlich nicht mehr das Bewusstsein dafür haben, ja, für was ist Gemeinde überhaupt? Was steckt da dahinter? Welche Bedeutung hat Gemeinde? Gemeinde hat eine absolut grosse Bedeutung. Gemeinde hat ja immer, wie ich vorher gesagt habe, mit der Ewigkeit zu tun. Und darum nochmal der Satz. Für Gott, für die Bibel, ist Gemeinde ein ganz originelles Haus. Mit vielen Facetten, mit kleinen Zimmern, grossen Zimmern. Ein Ort von der Liebe, von der Begegnung, von der Ermutigung, von der Zuflucht, aber auch vom Lernen, von der Herausforderung und ganz speziell auch von der Zukunft. Du darfst nie vergessen, Gemeinde, Gott liebt Gemeinde über allem. Er liebt sie einfach. Und wir haben es vorher in diesen Liedern gesungen. Also das, was wir da gesungen haben, ist absolut wahr und ist für Gott ganz, ganz stark auf dem Herzen. Gott liebt das Reich Gottes zu bauen und du bist ein Teil von dem Bauwerk. Ich sage unseren Leuten in Fährlanden immer wieder, irgendwann stehen wir mal vor Gott. Und ich garantiere euch, dann werdet ihr staunen. Dann sind erstens einmal alle Probleme weg, alle nicht, dann überfahrt man niemanden mehr. Dann steht man einfach da und staunet. Und Gemeinde ist eigentlich der Ort, vorgängig, wo man schon ein bisschen staunen kann, wo man sich darüber freuen kann, wo man miteinander Sachen erleben kann. Mir ist uns heute Morgen wichtig, dass du vielleicht einfach das mitnimmst. Die Begeisterung, die Gott für Gemeinde hat, dass du auch eine Begeisterung hast für Gemeinde. Auch wenn sie leider nicht perfekt ist. Sie ist leider nicht perfekt. Gemeinde ist eigentlich immer eine Baustelle. Aber eigentlich eine sehr schöne Baustelle. Eine wichtige Baustelle. Für dich wichtig und für ganz viele Menschen hier im Tal ist Gemeinde das Wichtigste. Viele gehen ja in die Migros posten, das sind Migros-Fan, andere gehen in Aldi posten, das sind Aldi-Fan. Das sind wichtige Orte, aber das Allerwichtigste hier im Tal ist die Gemeinde. Ob es jetzt die ist oder eine andere, das ist das Allerwichtigste. Etwas Wichtigeres gibt es überhaupt nicht. Wir machen eine kleine Übung. Überlege mal für dich, was ist für dich einfach schön in dieser Gemeinde? Oder vielleicht sogar das Schönste. Was ermutigt dich? Was erfreut dich? Überleg das mal ganz kurz. Ist sicher mega einfach, die Frage. Okay, ich sehe überall grüne Lämpchen, also habt ihr eine Idee, das ist mega gut. Jetzt dürfen ihr aufstehen und die Idee, die ihr jetzt im Kopf habt, jemand anderem sagen und geht ihr vielleicht zu jemand anderem an, wo ihr jetzt nicht so fest Kontakt hat, wenn das möglich ist. Also los. Dürft ihr euch bunt mischen. Super, ihr macht das absolut genial. Ihr dürft wieder Platz nehmen. Also vielleicht habt ihr jetzt etwas gehört, was ihr so noch nie gehört habt.
dann nehmt euch am Schluss Zeit, um irgendein Gespräch mit jemandem, der das jetzt gesagt hat, nochmal aufzunehmen und zu sagen, das ist so interessant, erzähl mir noch ein bisschen mehr davon. Jetzt Einzelne habe ich gesehen, die sich fast nicht getraut zum Aufstehen. Ich weiss nicht, ob ihr vielleicht Beinschmerzen habt oder so. Macht es daheim. Könnt daheim darüber reden, was gefällt mir an der Gemeinde. Nehmt vielleicht auch etwas mit, was ich heute Morgen sage, wo ihr könnt sagen, hey, darüber möchte ich nochmal nachdenken. Darüber möchte ich nochmal reden. Das habe ich nicht verstanden, was der Markus gesagt hat, das kann sein. Dann könnt ihr das nochmal ausdiskutieren. Ich möchte 2 Bibelverse zeigen. Und zwar, der erste ist von Petrus. Und ihr habt ja alle ein gutes Gedächtnis, sind ja alle noch ziemlich jung. 2 Bibelverse tun die Inhalte ein bisschen merken, weil ich gehe immer wieder dann auf die zurück. Also der erste ist von Petrus und er sagt da, auch ihr seid solche lebendigen Steine. Da hat Ruth vorher da hinten gesagt, lebendigen Steine, aus denen Gott sein Haus, die Gemeinde, aufbauen will. Darin sollt ihr als seine Priester dienen, die ihm als Opfer ihr Leben zur Verfügung stellen. Um Jesu Willen nimmt Gott dieses Opfer an. Die noch zweite Stelle ist von Paulus. Er schreibt das dem Mitarbeiter Timotheus. Aber falls ich meinen Besuch noch hinauszögern sollte, weißt du nun, wie man sich im Hause Gottes in seiner Gemeinde zu verhalten hat. Und jetzt ganz ein wichtiger Satz. Die Gemeinde des lebendigen Gottes ist der tragende Pfeil und das Fundament der Wahrheit. Absolut stark. Als ich die Verse so angeschaut habe, sind mir ein paar Sachen wichtig geworden. Und ich habe für mich gemerkt, ich möchte ein bisschen an denen weiterarbeiten, über die nachdenken. Und ich will dich motivieren, das auch zu tun. Einfach die Gedanken mitzunehmen und an denen weiterzuarbeiten. Das sind die 4 Punkte, die mir aufgefallen sind. Ganz kurz: dienen, opfern, verhalte dich klug und ermutigen. Jetzt ist so, mein Problem ist, wenn ich so etwas höre und mir das nicht aufschreibe, du machst das sehr gut, super, und mir das nicht aufschreibe, dann ist das am Abend weg, oder? Und dann kommt noch ein spannender Film am Abend und dann ist sowieso ganz vorbei. Ich weiss meistens nicht mehr, habe aber auch nicht so gutes Gedächtnis. Meine Frau ist da ein bisschen besser, Claudia. Darum habe ich euch so eine Gedächtnishilfe mitgebracht. Hieselsbruck, oder? Also, ich habe da das Pflege-Shampoo, Spülmittel. Kennt jemand die Produkte? Kennt ihr jemand? Es gibt ein paar, also gesehen haben das vielleicht schon. Es heisst ja DAF oder ich sage dem einfach Dove, oder? Das klingt ein bisschen doof, aber ich sage dem Dove. Und wenn ihr das seht im Laden, bitte denkt an das, was ihr heute Morgen gehört habt. Jetzt kommt natürlich die grosse Frage, warum? Ich zeige es euch da. Da haben wir nämlich auch das Dove, das DAF. Und das Geniale ist, das habe ich erst nachher gemerkt, das Geniale ist, da hat es sogar noch eine Taube drauf. Also der Heilige Geist ist schon drin, oder? Und ihr könnt das mitnehmen und dann kommt es da wieder und dann könnt ihr es einüben. Natürlich, das können wir nicht alles, was da vorne drauf steht, aber man kann es einüben und mitnehmen. Also immer, wenn ihr da irgendwo durch den Laden läuft, das kann ich doch mitnehmen und daran denken. Die 4 Punkte, die klingen logisch, aber wenn man es adaptiert auf unsere Gesellschaft heute, dann halten die eigentlich nicht stand. Unsere Gesellschaft lehnt die Punkte eigentlich ab. Klug wäre es, wenn man darüber nachdenken würde, auch als Gesellschaft. Weil ich glaube, an vielen Punkten würde sie uns helfen, weiterzukommen und auch ganz eine gesunde, gute Gesellschaft zu entwickeln. Ich habe probiert, die 4 Begriffe da vorne zu überlegen, ja, wie würde eine Gesellschaft zu dem sagen. Ich tue die jetzt nicht einblenden, sonst prägen sich die und das will ich eigentlich nicht. Der erste heisst, schau auf dich. Der zweite, geniesse es. Der dritte, schlag ruhig mal über die Schnur, mach Party. Und der vierte, stell dich selber in den Vordergrund. Das heisst jetzt nicht, dass ich gegen Genuss und Freude und so Sachen bin, aber viele Sachen, die heute ganz stark oben aufschwimmen in der Gesellschaft, die fördern eigentlich die Gesellschaft nicht positiv. Und diese Punkte würden die Gesellschaft nachhaltig stärken und gut prägen. Manchmal belächelt ja die Gesellschaft uns, Christen, ja, die
hockt da in ihrer Kirche, könnt da ein bisschen zulassen und dann machen sie es. Ich finde das eigentlich gar nicht so schlimm. Ich finde das nicht so schlimm, weil viele Leute wissen es gar nicht besser. Und ich habe in Alpha-Kurs erlebt, wo Leute, auch da zum Beispiel in Embach, hat jemand gesagt, nein, ich will nichts mit der Bibel zu tun haben. Nichts. Nach dem 4. Abend, wo es um die Bibel gegangen ist, hat die Person gesagt, mal, ich fange jetzt an, in der Bibel zu lesen. Ganz viele Menschen in unserer Gesellschaft wissen eigentlich nichts von Gott und von der Bibel. Und wenn wir es ihnen sagen können, in einer guten Art und Weise, dann können sie etwas lernen und mitnehmen. Wir kommen da zum ersten Punkt, dienen. Jesus macht da ganz eine interessante Aussage, sehr beeindruckend. Da heißt es, auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen. Er kam, um selber zu dienen, um mit seinem Leben dafür zu zahlen, dass viele Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden. Also Jesus ist gekommen zum Dienen. Und das Eindrücklichste, was er gemacht hat, ist am Kreuz gestorben. Jetzt weiss ich mal, da hinten ist das Kreuz, Entschuldigung. Wo er am Kreuz gestorben ist für dich und mich. Das ist absolut das Eindrücklichste. Oder anders formuliert, der König ist gekommen, um sich einem ganz wichtigen Ziel unterzuordnen. Und das klingt ja schon ziemlich schräg, oder? Ein König, der sich unterordnet. Ein oberster Staatschef, der sich unterordnet. Und wir haben ja jetzt ganz einen einfachen Vergleich. Auf Russland, da sieht man, dass eigentlich total das Gegenteil passiert. Und da ist ein König, der sich unterordnet tut. Der Petrus schreibt in seinem Vers, jetzt muss man wieder zurückblenden am Anfang, dort steht, dienet als Priester. Und das Priestersein, das ist ganz ein wertvoller Begriff, weil wir können Gott dienen, ihm unser Leben zur Verfügung stellen und machen etwas ganz Geniales. Und eben denkt dann daran, wie er vor Gott steht, was der Markus gesagt hat, dann werdet ihr das sehen und dann werdet ihr nur noch staunen. Und wir können den Menschen dienen, den Menschen helfen als Priester Gottes. Oder der Petrus tut in einem anderen Vers das noch konkretisieren, den habe ich hier mitgebracht. Er sagt, und dienet einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als der guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Also der Vers ist völlig befreiend. Du musst nicht etwas tun, was du gar nicht kannst, sondern du darfst etwas tun, was du kannst, wo du begabt bist. Also es wäre ganz schlimm, wenn ich da vorne singen würde. Wirklich schlimm. Und ein Leiter, so ein Chorleiter, wo wir einmal singen mussten für die Evangelisation auf der Kishona, hat gesagt, Markus, du singst völlig falsch. Und seitdem bin ich ein bisschen ernüchtert. Das war auch so eine Wahrheit, die ich dann gelernt habe. Und ich muss nicht singen da vorne. Was ich zum Beispiel gerne mache, ist anderen Leuten helfen. Einfach ihnen in irgendeiner Form helfen. Wir haben bei uns vor den Kirchen also 3 Personen, die keine Arbeit mehr haben und die sitzen viel bei uns. Und dann hat mir einer letztens gesagt, du, mein Kühlschrank ist kaputt gegangen. Hättest du mir nicht einen Ersatzkühlschrank? Und das war jetzt im Sommer, wo es mega heiß war. Und ich hatte dann Freude gehabt, um zu sagen, mal, wir haben einen in der Gemeinde, ich kann dir den mal reinstellen, bis du einen neuen bekommst. Und habe das gemacht. Und dann habe ich gesehen, er hat überhaupt kein Licht in der Küche. Dann habe ich gesagt, sollen wir nicht noch Licht anmachen? Und er hat gesagt, mal, machen wir doch noch Licht an. Und in der Dusche hat er auch kein Licht gehabt. Er ist halb im Dunkeln hat er gelebt, das ist so eine Sozialwohnung. Er hat mega Freude gehabt und ich hatte dann auch Freude gehabt. Am Schluss hat er mir 50 Franken geben und gesagt, du musst mir kein Geld geben. Aber komm doch mal in den Gottesdienst. Komm mal zulassen. Bis jetzt ist er noch nicht gekommen. Er trinkt relativ viel und das ist ein kleines Handicap. Aber irgendwann wird er kommen. Und ich helfe ihm, bis er kommt. Ich helfe ihm, bis er kommt. Oder ein zweites Beispiel. Wir hatten im Mai Jahresputz gehabt. Und es hat so 3 Bereiche von Leuten gehabt. Die ersten, die sich angemeldet haben, die putzen gern. Stellt euch das mal vor. Unbegreiflich, aber die putzen gern. Okay, dann hat es eine zweite Gruppe gehabt, die haben einfach gerne Gemeinschaft. Also es sind 2 Männer am Fenster am Putzen und die haben fröhlich miteinander geschwätzt und geredet und ein Fenster nach dem anderen ist super geworden. Die haben gerne Gemeinschaft gehabt. Und die dritte, das sind so ein bisschen die Pflichtbewussten gewesen. Die sind eigentlich wegen mir gekommen. Ich habe allen Familien geschrieben
und habe ihnen geschrieben, sie müssen eine Person von der Familie schicken, damit wir die ganze Gemeinde putzen können. Manchmal braucht es eine Erfüllung von der Pflicht. Ich habe vorhin gesagt, wenn du dienst, dann kannst du deine Gaben einsetzen und nutzen und das steht zuoberst, oder? Aber es kann manchmal sein, dass du auch eine Pflicht musst erfüllen musst. Dass du etwas machen musst, wo du jetzt nicht so wahnsinnig begabt bist. Und dann braucht es ein bisschen Überwindung. Aber ich glaube, an dem Punkt, wo du etwas Neues lernst, wo du einfach eine Probe machst, kannst du dich weiterentwickeln und das ist absolut genial. Die Sachen, die du schon gut kannst, die fallen dir so einfach aus der Hand. Oder? Die kannst du rausschütteln. Also wenn ich jemandem helfe, ist das überhaupt kein Problem für mich. Wenn ich andere Sachen mache, muss ich mich manchmal überwinden. Aber ich merke, es ist gut, wenn ich das lerne und mache und tue. Und es gibt ganz gute Erfahrungen. Ich will die Sachen zusammenfassen. Dienen hat etwas damit zu tun, sich selber ein bisschen zurückzunehmen. Wir sind nicht alle so wahnsinnig wichtig. Ein bisschen zurücknehmen. Und Dienen hat aber auch mit Freude zu tun. Du darfst Sachen, die du gerne machst, die du über anderem zu lieb machst, einfach machen und dich darüber freuen. Und wenn du etwas ganz gut kannst, dann darfst du zwischendrin auf die Schulter klopfen. Ist doch genial, dass dich Gott so begabt hat. Manchmal sagen die Leute, ja, dann werden sie nur stolz oder so. Aber ich glaube nicht. Man darf sich über Gabe freuen und die anwenden. Ein zweiter Punkt geht schon mal eine Stufe tiefer. Opfer im Alten Testament ist ja sehr verbreitet. Dort ist es meistens darum gegangen, um irgendein Brandopfer darzubringen. Ist es Tier gewesen, oder Pflanzen, Kräuter. Und der Sinn von dem Opfer war, Gott zu ehren. Das ist ganz wichtig. Gott ehren ist eines der wichtigen Punkte. Gott danken, es hat sogenannte Dankopfer gegeben. Und dann aber auch noch Sühneopfer. Also man hat um Vergebung gebeten, da wo nachher Jesus alles gemacht hat. Jetzt, innerhalb von dem Kontext vom Volk Israel hat man gemerkt, dass gewisse Sachen, obwohl sie ganz wichtig sind, auch so ein bisschen in eine Routine verfallen sind und sie eigentlich gar nicht mehr recht gewusst haben, warum sie das machen. Und dann sagt ihnen der Samuel Folgendes, das hat er auch gemerkt: Was denkst du, worüber freut sich der Herr mehr, über viele Brandopfer und Schlachtopfer oder über Gehorsam gegenüber seinen Weisungen? Ich sage dir eines, Gehorsam ist wichtiger als das Schlachten von Opfertieren. Es ist besser, auf den Herrn zu hören, als ihm das beste Opfer zu bringen. Jetzt hat das Volk Israel gemerkt, es geht nicht einfach um eine Erfüllung von irgendeinem Plan, das mache ich jetzt, zack, 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 und dann ist Gott zufrieden. Nein, bei Gott geht es eigentlich immer um eine Beziehung. Bei Gott geht es immer um eine Beziehung. Und wenn du eine gute Beziehung zu Gott hast, ist das absolut stark. Und dann kann es sein, dass er in die Beziehung hineinkommt und dir etwas sagt: Schau, ich möchte gerne dort und dort haben. Oder schau, da könntest du mir jetzt helfen. Da wäre jetzt stark und gut. Der Asaf war einer der Leiter, der für den König David Lieder geschrieben hat, also so ein Chorleiter. Er hat 2 Sachen formuliert, also eine, und ich habe es dann noch ein bisschen umformuliert. Also sagt im oberen Teil: Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten seine Gelübde. Oder ein bisschen moderner ausgedrückt: Dank ist das Opfer, das ich von dir erwarte. Erfülle die Versprechen, die du mir, dem Höchsten, gegeben hast. Also da erwartet Gott nicht irgendein Opfer, wo man verbrennt und macht und tut, sondern da hat am Volk Israel gesagt: Bist du einfach dankbar für die vielen Sachen, die du hast? Und ganz ehrlich, wir Schweizer, wir können absolut dankbar sein für das, was wir haben. Einfach materiell, wirtschaftlich, ist absolut großartig. Andere Menschen in anderen Ländern, Afrika oder sonst irgendwo, die müssen 3 Stunden laufen, bis sie Wasser geholt haben. Ich meine, ich habe daheim einfach aus dem Zimmer, und dort ist das Badzimmer, da kann ich dort drin den Hahn aufmachen und dann komme ich frisches Wasser über. Und die laufen 3 Stunden, bis irgendwelche Bieder füllen können. Fühl dein Herz mit Dankbarkeit. Fühl es einfach. Und was ganz wichtig ist, in den guten Zeiten, da bin ich auch absolut dankbar, oder? Aber wie sieht es aus, wenn es mir mal schlecht geht, wenn es nicht gut geht? Dann ist eben Dankbarkeit auch sehr wichtig. Dann kann ich auch zurückschauen oder vorwärts schauen oder eben nur schauen und merken: Hey, ich habe
bis genug Grund zum dankbar sein. Und manchmal gibt es ja so schwierige Situationen, wo andere dazustehen und einem helfen, dankbar zu sein. Wenn bei uns etwa die Leute in der Gemeinde, vielleicht psychisch Kranke, die sagen, Markus, ich kann nicht mehr glauben. Ich kann nicht mehr glauben, weil es ihnen so schlecht geht. Einmal, als ich begleitet habe, ist seit 40 Jahren schizophren. 40 Jahre. Ständig Tabletten nehmen. Die Tabletten haben jetzt ganz negative Auswirkungen auf seinen Körper. Und einmal haben wir gesagt, du musst nicht mehr glauben. Ich tue für dich glauben. Ich tue für dich glauben. Und das hat in dieser Situation geholfen, dass ein anderer wieder daraus rauskommt und einfach dankbar ist. Ein Fürglauben. Und das Gleiche kann natürlich Opfer bedeuten, auch im Bereich der Zeit, dass ich Gott Zeit opfere. Oder dass ich Geld opfere, ihm zur Verfügung stelle. Oder meine Kraft, meine Ideen, meine Gaben. Der dritte Punkt, verhalte dich klug. Im Alten Testament findet man ganz verschiedene Stellen, wo über das Klugsein redet. Da zum Beispiel Psalm 119, deine Gebote machen mich klug und einsichtig, deshalb hasse ich jede Falschheit. Oder vom Salomo, nimm dir die Lebensweisheiten zu Herzen, die ich dir weitergebe, achte auf sie und werde klug. Oder wenn ihr mal viel Zeit habt, leset ihr mal Psalm 119, da kommt in jedem Vers irgendetwas im Zusammenhang mit Gott, Gottes Wort vor. In jedem Vers. Also wenn du in der Bibel lesest, dann ist da keine verlorene Zeit. Sondern wenn du in der Bibel lesest, dann kann Gott durch seinen Geist jedes Mal in dein Leben hineinreden. Also absolut stark. Darum, ich ermutige immer wieder, lese in der Bibel. Das muss nicht viel sein, das muss nicht stundenlang sein, sondern vielleicht 10 Minuten und überlegen, ja, was will jetzt Gott mir sagen? Und wenn du nichts hörst, dann sagst du ihm einfach, ich möchte etwas hören. Ich möchte etwas von dir hören. Das kennen ja vermutlich alle kleine Kinder an der Kasse. Oder? Das kennen da jetzt ganz viele Süßigkeiten. Und dann sagen sie nicht, jö, Mami, hast du gesehen, die vielen schönen Süßigkeiten, die es dort hat? Das sieht dann schön aus, oder? Aber das ist so schlecht für die Zähne, das macht mir die Zähne kaputt. Sagen sie nie, sondern sie sagen, ich will. Und wenn du in der Bibel lesest, dann darfst du Gott auch sagen, du, öffne doch du mir das, was du mir da sagst. Öffne es du, ich verstehe es nicht oder ich möchte einfach noch mehr von dir verstehen. Jetzt, das sind 2 Stellen aus dem Alten Testament gesehen. Jesus nimmt das auf und er tut ja in der Bergpredigt, was so eine mega Hammerpredigt ist, sagt er folgende Wort: Wer meine Worte hört und danach handelt, der ist klug. Man kann sie mit dem Mann vergleichen, der sein Haus auf festen Grund baut oder felsigen Grund baut. Jetzt die Aussage, die vereinfacht ganz, ganz viel. Wenn ich das Wort Gottes habe und ich habe da mein Leben, dann kann ich ganz viele Sachen aus dem Wort Gottes einfach auf mein Leben übernehmen. Also zum Beispiel, wenn da jemand in der Gemeinde ist, wo es schwierig ist, das sehen wir jetzt natürlich nicht, dann sagt Jesus, gleich gern. Oder wenn dich jemand nervt, das gibt es offensichtlich auch, dann sagt Jesus, bist geduldig mit ihm. Lass ihn ein Stück weit so gelten, wie er ist. Oder wenn jemand schwach ist in der Gemeinde, dann sagt Jesus, trage doch mit deiner Kraft, die du von mir überkommst. Nicht mehr. Du musst dir keinen Rückenschaden holen, überhaupt nicht, sondern einfach mit der Kraft, die du hast. Ich habe kürzlich mit jemandem geredet und die Person hat gesagt, dass es im Moment sehr schwierig ist mit dem Partner. Und er hat gewusst, die Beziehung ist wichtig, aber im Moment auch sehr schwierig. Und dann hat er so ein paar Sachen erzählt und man hat gemerkt, dass seine Partnerin einfach ganz ein starkes Selbstwertmanko hat. Also ganz verschiedene Sachen, die in der Kindheit passiert sind, wirken sich jetzt relativ stark aus. Und er hat gemerkt, das regt ihn auf. Jetzt aufregen nützt eigentlich nichts. Ich habe dann gesagt, du geh doch hin und tu doch die Löcher, die du entdeckst bei deiner Partnerin, tust doch du ausfüllen mit Freundlichkeit und mit Liebe und mit Frieden.
Und dieses Loch, das aufgefüllt wird, das stärkt wieder die Beziehung. Das gibt einen Gewinn. Ich möchte dich auch ermutigen, wenn du bei anderen so Löcher feststellst, und leider haben wir alle Löcher, nicht nur in der Zähne, sondern eben auch in der Persönlichkeit, füll dich einfach mit etwas Gutem auf. Das ist noch mein letzter Punkt, Ermutigung. Jetzt, ich habe vorher ganz am Anfang gesagt, der Stefanie, gell, ja, ermutigen wissen wir ja alle, wie es geht, oder? Ich ein paar Sachen aufzählen, also lobende Worte ist eine Ermutigungsmöglichkeit, ein freundliches Lächeln ist eine Ermutigung, ein kleines Geschenk, eine liebevolle Umarmung. Jetzt, ich glaube, die Sachen wissen wir alle. Das ist absolut genial. Das Hauptproblem, das ich sehe, wir müssen es anwenden. Wir müssen es tun. Einfach machen. Und ich möchte dich ermutigen, dass du andere ermutigst. Es bringt ganz viel. Es verändert Beziehungen, es verändert das Leben, es verändert dein Umfeld. Ich hatte letztens ein Telefongespräch von jemandem, der total entmutigt war. Und ich habe dann eigentlich nur 3 kleine Sachen angewendet. Das erste ist Verständnis für die Situation. Das zweite war eine Ermutigung, ein Ausblick, dass es auch wieder anders wird. Und das haben wir gewusst, dass es wieder anders wird. Und das dritte war ein einfaches Gebet. Und ich sage euch, die Person war noch völlig befreit gewesen. Und ich habe nicht viel gemacht, also nur so 3 kleine Sachen. Und die Person hat sich völlig befreit gefühlt. Oder in einer anderen Situation musste ich etwas bestellen und ich habe das unbedingt gebraucht und es musste schnell gehen. Und die Firma hat das sehr schnell geliefert und dann habe ich dann bei der Bewertung, ist gerade eine Frage gekommen, wie bewertet sie uns, habe ich geschrieben, schnelle und zuverlässige Ausführung, vielen Dank. Und dann haben die mir am nächsten Tag zurückgeschrieben, vielen Dank für Ihre Bewertung, so lässt sich gut in den neuen Tag starten. Und das ist nicht eine Firma, die irgendwie Kilo oder irgend so etwas zu tun hat. Es sind manchmal kleine Sachen, mit Ermutigung kannst du ganz viel rausholen. Jetzt ist noch ein Punkt wichtig. Also wenn der Ehemann jeden Monat der Frau rote Rosen heimbringt, absolut gut, oder? Jeden Monat. Geht ein bisschen ins Portemonnaie, aber ist nicht so schlecht, ist gut investiert. Aber der Mann merkt, hey, die Frau hat gar nicht so Freude daran. Dann muss er sich fragen, was hast du denn wirklich Freude? Und dann sagt sie vielleicht, mich würde es freuen, wenn du mich jeden Morgen einfach 30 Sekunden umarmen tust. Ohne Grund. Einfach 30 Sekunden mal. Können Sie mal probieren. Nächste Woche können wir dann schreiben, wie es gegangen ist. Ich habe das bei uns in der Gemeinde auch gesagt, ich habe dort eine Minute gesagt und dann hat mir jemand geschrieben, es ist viel zu lang. Viel zu lang. Ich habe dann in der nächsten Predigt korrigiert und dann gesagt, macht es einfach so lange, wie ihr wollt, aber 30 Sekunden muss es sein. Weil erst dann spürst du etwas. Erst dann spürst du etwas. Es kann sein, dass du deine Ermutigung wechseln musst. Dass du mit Leuten, die du zusammen bist, einfach musst fragen, du, was ermutigt dich denn? Ich würde dich so gerne ermutigen. Du bist so eine tolle Person, aber ich schaffe es irgendwie nicht. Und dann sagt es dir die Person und dann kannst du das anwenden. Okay, und sehr schön lieb zugelassen. Das sind nochmal die 4 Punkte. Dienen, opfern, verhalte dich klug, ermutigen. Oder eben, wenn ihr das seht, einfach daran denken, da haben wir doch irgendwo mal irgendetwas gehört, oder? Man kann es auch föteln, falls ihr es noch föteln wollt. Ich lasse es noch rasch stehen. Jeder kleine Schritt, den du in diese Richtung machst, tust du das Reich Gottes stärken. Du tust Gott unterstützen. Und das ist das absolut Beste, was du machen kannst in deinem Leben. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, ich möchte dir einfach danken für dein Wort. Und es hat so viele gute und wichtige Gedanken drin. Und du hast auch gesehen, die Verse, die wir jetzt angeschaut haben. Und ich möchte bitten, dass du uns in der kommenden Woche inspirierst mit irgendetwas, was wichtig ist für das eigene Leben, das von dir kommt. Danke, dass du die Möglichkeit hast und machen kannst. Und danke, dass du in unserem Leben Wunder tust, hier in der Gemeinde Wunder tust, aber auch hier im ganzen Tal. Und Herr, das ist doch unsere Bitte, dass wirklich noch viel Menschen den Weg hierher finden und dich erleben dürfen und dann auch in die Ewigkeit dürfen kommen. Ich danke dir dafür.
Amen.